Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zu einem neuen Video. Heute ein geiles Video. Ihr denkt jetzt so, es sieht einfach eigentlich genau gleich aus wie immer. Aber ich bin ehrlicherweise mit meinen Nachbarn über mir in der Wohnung drin. Ich passe auf ihre Katze auf und dann bin ich da reingekommen, gehe die Katze begrüßen und dann habe ich gesehen, dass die hier einen Thermomix haben. Und ich habe so Bock, schon lange mal so einen einfach auszuprobieren. Und ja, einfach, ja, das ist ja eine Religion. Oder? Entweder hat man einen oder kennen und man basht sich auch immer unten dran. Das ist so wie Impfgegner und Impfbefürworter. Das ist etwa das gleiche Prinzip. Aber ich bin einfach jemand, der sagt, hey, nur weil jemand einen Thermomix hat, heisst es so lange, dass er nicht kochen kann oder so. Das ist ein Gerät, das auch in der Gastronomie viel gebraucht wird. Und ja, jetzt sollte ich das einfach mal testen. Ich habe mir extra ein Rezept ausgesucht, das ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so viele Zutaten hat. Ja, unbedingt etwas machen, nicht mit Teig, weil dass er Teig kann, also das weiss ich, aber mit Pasta. Und darum machen wir jetzt ein Carbonara. Und ja, das braucht eben nicht so viele Zutaten, weil ja, das ist nicht meine Wohnung und sollte vielleicht auch wieder mal verschwinden. Aber auch noch einmal merci an dieser Stelle darf ich hier das Ding inspizieren. So, also, let's go. Ja, du jetzt einfach hier so ein bisschen aus der Hand. Hey, geht's? Der ist voll dabei hier. Voilà, hier ist das Ding. Ach, geil, mich sieht man. Hallo, ich lasse jetzt mal an. Ich muss die Kamera ein bisschen dunkler einstellen, sonst sieht man nicht. Jetzt kann man hier, also ich habe jetzt eben Carbonara-Spaghetti ausgesucht. Jetzt hat so ein Display und dann kann man da Menüs aussuchen. Und jetzt habe ich mich für Carbonara entschieden. Also, Kochvorgang starten. Okay. Nicht kein Stück. Also los. Nein, Scheiße. Wie soll ich jetzt das filmen? Also, ich muss ein bisschen improvisieren. Ich mache das einfach irgendwie. Irgendwie bringe ich das schon. Ich lebe das Zeug eigentlich zusammen. Ich will jetzt primär einfach probieren. Also, kann man das Ding abnehmen? Ja, das kann man abnehmen. Gut. Also, das heisst jetzt hier. Also, es hat eine integrierte Waage. Ich muss jetzt 60 Gramm Parmesan. Katze holt ab. Okay. Auch findet sie es nicht so geil. So, ich brauche Parmesan und ich habe jetzt hier Parmesan. Also, du die Haare. Warum tut es nicht richtig die Haare? Hallo, Tara. So, jetzt ist gut. Jetzt ist es auf Null. Was ist das für ein elendes dämlich auf der Packung? Also, so. Tu das mal rein. 60 Gramm. Hey, sieht man etwas? Ich muss auch nicht. Also, ich habe jetzt hier 80 Gramm, es steht 34 Gramm hier. Also, okay, irgendwie spinnt die Waage ein bisschen. Warte, ich muss auch die Kamera überprüfen. Das sieht nicht schlecht aus. Also, jetzt mal 80 Gramm Parmesan. Also, jetzt wird es mal einfach weiter. 30 Gramm Pecorino. Ich habe ich hätte noch so ein Pecorino nehmen. Ich habe jetzt 80 Gramm drin. Ah, das mit dieser Waage geht irgendwie nicht. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen von dem rein. Ja, die Italiener drehen jetzt durch. Ist mir jetzt einfach gleich. Es muss zwecksmässig sein bei der Transparenz. Es ist Pfingstmänti. Ich habe nie irgendwie einen Laden, wo ich jetzt das kaufen kann. Darum ist jetzt hier ein bisschen improvisiert. Also, dann weiter. Hallo, weiter. Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Das ist auch der. Gut, das ist gut. Jetzt muss ich irgendetwas. Ich muss jetzt das zutun. Ich habe ein bisschen Angst. Ich lasse zuerst mal Spaghetti Wähler auf Stufe 10 drehen. Ui. Der Mix ist nicht richtig positioniert. Jetzt den Mix auf richtig an. Ah, ich glaube, es ist auch nicht richtig drin. Aber wie tut man denn da rein? Moment, ich muss YouTubeln. Schweißausbruch schon am Start. Back in the game. Also, ich habe ein Daily Hack gefällt. Und jetzt ist das Ding gut. Also, jetzt muss ich das hier drauf tun. Und jetzt hoffe ich, kommt gut. Also,
Okay, was sollst du mir jetzt sagen damit? Madame, okay. Ja, schweissig. Also los. Jetzt bist du ruhig. Zerkleinerte Käse umfüllen. Also es ist jetzt wirklich einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also ich glaube, man muss ein bisschen geübt sein mit diesem Ding, weil ich habe das Gefühl, wenn ich eine normale Carbonara machen würde, wäre ich jetzt schon fertig. Aber egal, wir sind positiv. Also ich muss jetzt das umfüllen. Lalalala. Kann ich jetzt das rausnehmen? Aber ich sage euch, der Käse, den sieht sicher nicht, aber der ist richtig schön fein. Wow. Wow. That's fucking amazing. Ich muss noch mein Putzzeug holen, es tut mir so leid. So, gut, wunderbar. Weiter geht's. Hey, der Käse ist richtig fluffy. Geil. Das muss ich sagen, finde ich geil. Zerkleinerte Käse umfüllen. Gut. Schalotte in den Topf. In den Mixtopf geben wir Schalotte. Also, wir brauchen Schalotte. Ich habe jetzt nur eine Zwiebel. Also, das wird die Rüste noch. Ich lasse jetzt die Kamera einfach laufen. Ich schneide einfach in einen Vollidiot. So. Gut. Aha, gut 30 Gramm. Weiter. Messbecher in den Mixtopfdeckel. Also gut, sie ist wirklich... Oh nein, wieder. Ich muss wieder... Was muss ich jetzt machen? Wählen Stufe 5. Hey! Alter! Also kein Wunder ist die Katze abgehauen. Mit dem Spatel nach unten schieben. Okay? Mit dem Spatel. Ich habe jetzt keinen Spatel. Also ich muss jetzt das abschieben. Warum? Wie sieht es hier innen aus? Ich sollte nicht reinlängen. Einfach aus pädagogischen. Ich würde es jetzt machen, wenn die Kamera nicht da wäre. Aber ich mache es natürlich nicht. Hey, es tut mir so, weißt, es ist einfach ein bisschen unangenehm, weil ich in einer fremden Küche bin. Ich brauche da schnell etwas. Ich tue alles dran fest. Es tut mir so leid, aber ich will das unbedingt probieren. Also ich habe immer noch die Erlaubnis. So, ich habe jetzt das runtergeschoben. Aber ich will wirklich meine Finger, das wäre noch der Gäste, den ich noch verletzen würde. Würde mich nicht überraschen. Also jetzt habe ich mit dem Spatel alles nach oben geschoben. 150 Gramm Schinkenwürfel. Hey, ich bin im Fall wirklich ausser Atem. Es ist wirklich... Wie viel ist jetzt? Das ist jetzt 200 Gramm im Ganzen, oder? Also. Jetzt hier die Speckwürfel. Ich habe jetzt keine Schinkenwürfel, ich habe Speckwürfel. Der mehr kostet, sind wir ehrlich. So. Ja. Ich bin wirklich gerade erledigt. Also. 150 Gramm. Ups. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr. So, den Köder nehmen wir natürlich wieder mit. Also dann weiter. 20 Gramm natives Olivenöl haben wir natürlich am Start. So, das mit dieser Waage funktioniert übrigens einwandfrei. Es ist ein Teil, hat mir gefällt. Da konnte ich den Mixtopf nicht richtig drauf, aber das weiss ich natürlich als Anfänger nicht. Also, 20 Gramm. Das ist schnell, 20 Gramm. Oh, jetzt habe ich noch einen Spritzer gemacht. Also gut. Weiter. Messbecher, nein, ich will das nicht machen. Also der Lärm ist scheisse, sorry. Also das kann man jetzt auch mal sagen hier. Hä? Wählen auf Stufe 1 drehen, 120 Grad, 5 Minuten. Also gut. Also wartet jetzt mal. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Es hat dünstet 5 Minuten. Jetzt läutet er wieder, dann kann ich weiter. In eine grosse Schüssel umfüllen und warm halten. Das machen wir nicht, warm halten. Weil das... heiß! Okay? Vielleicht den anderen Weg auftun. Ich will keinen Dreck machen. Hallo. So, jetzt tun wir jetzt wieder drauf. Es sieht so ein bisschen saucig aus, die ganze. Okay. Okay. Also gut, es ist angedünstet und nicht angebraten. Das muss man dann halt schon sagen. Okay. So, jetzt muss ich hier rausbringen. Das Zeug.
Ja, das kommt dann her. Das muss ich jetzt nicht putzen, oder? So, also, komm einfach weiter. Einfach weiter! Also, ist okay? Gut, also, dann weiter. In den Mixtopf 1200 Gramm Wasser. Nein, jetzt habe ich schon wieder etwas nicht. Also 1200 Gramm Wasser. Ich habe Schweißausbrüche. Das ist jetzt zu viel. Ja, Schweißausbrüche schon. Läuft das Ding aber auch gut. Also, weiter. Zugeben, Salz. Habe ich dabei, natürlich. Eine Prise Salz. Da kannst du immer ein bisschen mehr Salz nehmen. So, Messbecher in den Big zum Ding. Und jetzt geht es noch nicht 10 Minuten. Jetzt muss ich 10 Minuten wählen, auf Stufe 1 drehen. 10 Minuten, oh, es ist nichts drin, es ist echt Wasser. Also über das Fazit komme ich dann später zu reden. Also es muss jetzt Stufe 1. Also jetzt muss ich das Wasser 10 Minuten warten. Also Freunde, für Carbonara habe ich im Ganzen 10 Minuten. Aber wir tun es nicht heiten, es ist jetzt so wie es ist. Macarena. Ciao. Also jetzt weiter. Durch die Deckelöffnung zugeben, 350 Gramm Spaghetti. So, und jetzt habe ich eben ein bisschen... Nimm mir das raus. Also ich stelle mich behämmert an. Also, 350 Gramm Spaghetti. Und ich habe glutenfreie Spaghetti. Ich habe keine andere. Also, 350 Gramm. Durch das Loch durch. Okay. Okay. Ja, wie weiss ich, dass es 350 waren? Soll ich es oben drauflegen, um zu schauen, ob es... Ich tue einfach mal rein. Ich hoffe einfach, dass sie drunter... Du Gopalette, das ist ja viel Teig. Aha! Ich weiss, dass es reicht. So. Ja, jetzt! Muss ich die brechen? Die hat keinen Platz. Seht ihr das? Also ich weiss nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe das mal. Nehme ich überhaupt auf? Ich bin paranoid. Messbecher nicht einsetzen. Ah nein, wirklich. Wie sollte ich denn? Zeit gemäß Packungsangabe wählen auf Stufe 1. Also gemäß Packungs... hat er sich... 11 Minuten... 11 Minuten? 11 Minuten? Nein, warte, verdammt. Also... Okay, Stufe, wählen auf Stufe für in der Zwischenzeit den nächsten Schritt aus. Gut. Also jetzt kann ich weiter. Gareinsatz als Spritzschutz aufsetzen, sobald die Nudeln nicht mehr aus dem Deckel ragen. WTF ist ein Gareinsatz. Warte, ich muss das schnell bildlich festhalten. Warte, ich muss noch einen geilen Sound hinten nachklepfen. Oh, das darf ich nicht zu lange schwitzen. Das ist wieder gestreikt. Also als Spritzschutz kann ich ja irgendetwas nehmen. Ich tue einfach das oben drauf. Also. Ja, das machen wir natürlich. Weiter. Weiter. Also 10 Minuten warten. Geil. Wir sind nachher. Also, fertig, bitte klicke auf Weiter. Machen wir. Spaghetti zum Abtropfen in den Varoma-Behälter gießen. WTF ist ein Varoma-Behälter. Gut, keine Ahnung, weiter. Nudeln zum Schinken in die Schüssel geben, gut vermischen und warm halten, zügig weiterarbeiten, damit die Nudeln schön heiß bleiben. Also müssen wir sie abschütten. Jetzt haben wir gelernt mit unserem Lauf. Okay. Schwer. Okay, jetzt tue ich das abschütten. Maximal nervig, weil die Spaghetti nicht rauskommen. Hallo. Au. Also Spaghetti rausnehmen ist wirklich maximale Scheisse. Also Spaghetti rausnehmen ist maximal nervig, weil es klebt, die bleiben hängen hier und es ist heiß. Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich muss jetzt Teigwaren zum anderen Zeug geben, zum Speck und so. Aua, ey. Okay. Also ich stelle mich vielleicht einfach auch ein bisschen dämlich an. Gut, also jetzt die anderen Spaghetti sollte ich jetzt einfach auch noch rausbringen. Hier. Oh, fick dich. Also,
brauche ich jetzt eben gleich. Ich soll wieder die Spaghetti rausnehmen, wie wir letztes. Also. Aber Spaghetti sind perfekt. Das ist geil, das hätte ich nicht gedacht. Ja, cool. Also die Spaghetti sind perfekt, das finde ich cool. Also, in den Mix geben 3 Eier. Jetzt haben wir hier 3 Eier. So. Zakalaka. Rein. So. Zügig, es heisst zügig. So, verkleineter Käse. Pop. Weiter. Salz. Where is the salt? Hier. Salz. Voilà, haben wir gelernt, tun wir immer ein bisschen mehr rein. Weiter. 2 Prise Pfeffer. Pfeffer. So. Messbecher in den Mixtopf. Oh nein, was ist das? Das war so, gell? Ja, weiter. 15 Sekunden auf Stufe 4. Das ist jetzt so laut. Gut. Eiermischung zu den Nudeln in die Schüssel geben und mit dem Spatel gründlich mischen. So, das ist ganz eine aufgeregte Sache. Spaghetti Carbonara servieren. Also, jetzt muss ich das noch zusammen mischen. So. Ich bin gar nicht im Bild. So, also. Probieren jetzt mal. Also, das ist einfach Carbonara. Geil. So, ich gehe jetzt runter. Ich gehe das servieren, mal schauen, was der Stefan dazu meint. Und dann mache ich mein Fazit. Und dann muss ich hier aufräumen. Geil! So, ich lasse also tschüss, schön. Viel Spaß mit mir. So, jetzt hocke ich bei mir unter und esse die Spaghetti Carbonara. Moment, muss ich einen Schluck nehmen. Also, Fazit. Ich habe wirklich ein mega dämliches Menü genommen. Ich habe einfach so ein bisschen die Pasta-Sachen ausprobieren. Ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, dass ich die Gluten-Spaghetti wirklich sehr gut können. Sie sind wirklich auf den Punkt. Und es ist nicht immer so einfach, vor allem bei Gluten-Spaghetti. Also es ist ein mega feines Rezept, aber es hat einfach sehr lang gedauert. Und das hätte ich jetzt mit normalen Kochgeräten 100'000 Mal schneller machen können. Aber ich habe so ein bisschen das System dahinter verstanden. Und es hat schon seinen Reiz. Ich gebe es zu. Es hat verdammt Reiz. Was einfach wieder der Hure abtönen ist, dass das Ding etwa 1600 Steine kostet. Das scheisst so. Wenn es jetzt wirklich unter 1000 Franken wäre, ja, dann, aber wenn es so teuer ist. Aber es ist schon geil. Ich finde es nicht schlecht. Also wirklich, die Idee finde ich cool. Es ist gut verarbeitet, das merkt man. Das Gerät an sich. Und ja, das mit diesen verschiedenen Rezepten, das würde mich schon noch reizen. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu. Also ich hate jetzt hier überhaupt nicht. Aber ja, ich will hier rein. Stefan hockt oben und denkt, ein Schatten. Also, cooles Gerät. Punkt. Ja, egal. Ich habe es jetzt mal probieren. Merci vielmals noch für das. Und ja, wenn ihr weiter so mega coole, gute Thermomix-Rezepte wollt, dann schickt mir einen gratis zu. Also, hey, nein, tschüss. Schön und Abo nicht vergessen, würde mich freuen natürlich. Und tun wir gegen auf, so immer. Und wir sehen uns. Und jetzt frisse ich hier noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt noch der Katze. Hi, Musi!